Allora, anche oggi parliamo di Istinto, questo Heute werden wir wieder über ein mineralisches Produkt reden, nämlich Instinto. Ein sehr erfolgreiches Produkt, auf Kalk basiert und für eine erfolgreiche Anwendung mit Pietra Spacata. Total natürlich und atembar. Diese Wirkung breitet sich schnell aus. oggi lo Heute riproponiamo präsentieren wir es auf vertikale Weise. di grande soddisfazione in verticale e in più mettiamo Wir fügen also eine Fugenlinien hinzu, als ob es eine marmorne Platte wäre. molto carino, molto bello. Wie immer, fangen wir mit der Anwendung von Primus an. Jetzt ist Primus trocken und wir können mit der Anwendung von Istinto fortfahren. Wir werden es mit der gezackten Seite des Spachtels und der richtigen Menge des Produkts anwenden. Anschließend werden wir es mit der glatten Seite polieren. Ecco, allora adesso il prodotto è ben steso, andiamo a disegnarlo con il solito Jetzt wird das Produkt angewendet und wir werden ein Muster ziehen. cercheremo di non fare proprio delle righe, faremo un po' mescolare, come se fossero delle lastre di marmo che in qualche modo si intersecano. Nun, fast eine Stunde ist vergangen und das Produkt fängt an, sich zu dehnen. Im Anschluss polieren wir es mit der anderen Seite des Spachtels und falls nötig, sprühen wir ein wenig Wasser drauf. Ich mag es, wenn das Pietra Spacata sehr glatt ist, weil es für einen Marmoreffekt sorgt. Die Politurphase darf aber nicht vergessen werden. Andrea benutzt nun diese Paste für das Zusammenpressen, damit bestimmte Löcher abgedeckt werden und wir eine sehr natürlich glatte Wirkung erhalten. Andiamo a cercare. Nach einer Stunde wird es immer noch genässt, aber es ist der richtige Zeitpunkt, um es glatter zu machen. Ecco Andrea, è bello quello che stai facendo, mi piace perché ci sono Andrea, ich finde es toll, was du da machst. Man sieht viele glatte Bereiche. Die Arbeit wird mit der Fugenlinie perfekt werden. la fuga, abbiamo un lavoro perfetto. Ist es immer noch die Paste? Sieh an, wie schön es ist. Es macht alles glatter. Nun, jetzt ist es an der Zeit, mit der Fugenlinie fortzufahren. Daher benutzen wir ein Lineal. Die Größe hängt von der Mauer ab. Und mit der Ahle zeichnen wir eine Linie. Ganz einfach. Jetzt sind wir fast fertig. Wir können immer noch ein wenig drücken, um eine sehr glänzende marmorne Wirkung zu erzielen.
Wenn wir eine ländlichere Wirkung erzielen wollen, kann man das auch erstmal sein lassen. Aber ich mag es wirklich sehr, wenn es marmorähnlich ist. Questo è bello quando è marmoreo. Andrea, hai fatto un buon lavoro, bravo, è molto liscio. Andrea, tolle Arbeit hast du da geleistet. Es ist sehr glatt. Und jetzt können wir Gioia zu 30% verdünnt anwenden. Es ist sehr glatt. Buono, vediamo. Jetzt ist Gioia trocken. Und wir wenden hauptsächlich auf Geeder ein kleines bisschen Farbe an. Ein wenig Hilfe mit dem Spray ist nicht schlecht. So kann man am Strich einen Fleck zurücklassen. An dieser Stelle können wir, wenn wir wollen, dem Geeder eine Art Glitzereffekt verleihen. A questo punto, se vogliamo, giustamente, possiamo... Wir nehmen eine kleine Bürste, ziehen sie über dem Strich und mit einem nassen Tuch entfernen wir das, was übersteht. So erhalten wir einen sauberen, bunten Strich. Vedere come si fa. Quindi il colore solo in una vena. Ecco, bellissima questa... Wunderbar. Jetzt haben wir eine marmorne Platte, die einem Strich aus Glanz beschmückt wurde, um so eine marmorne Wirkung zu erhalten. Di cristalli, quindi è totalmente naturale, ha proprio un effetto veritiero, non si riesce a vedere nella telecamera ma dà proprio la sensazione del marmo. A questo punto può essere protetta con vetro o con vetro opaco. An diesem Punkt kann es mit Vetro oder Vetro opaco geschützt werden. Die Farbwahl hängt von Ihnen ab. Del colore, il catalogo vi dà delle indicazioni. Queste vene possono essere fatte in diversi colori, quindi tutto quello che bisogna mettere dentro ancora. Viel Spaß! Buon divertimento!